Hallo liebe Frauen. Ik freue mich sehr, dat ik hier aan jou junt zijn kan en vandaag met junt een beetje over het thema Kenia nadenken en reden kan. En ik weet dat Kinder sind ein Geschenk von Gott. Mir wird die Frage mal gestellt bei einem Radioprogramm, wo ich eingeladen werde. Und da wird mir gefragt, sind Kinder ein Geschenk von Gott? Und wenn ja, warum sind die ein Geschenk von Gott? Und mir wird das sehr interessant, meine Antwort zu lesen, wenn es aus die Einladung hat, in dem Programm, wir hat eigentlich noch keine Kinder. Und mir wird das interessant zu sein, wie dachte ich damals darüber und wie denke ich von dort darüber, ja? Wenn es die Tanja von damals hat sich ziemlich verändert, mit jedem Kind ein bisschen mehr, ja. Aber ich weiß das hat damals gesagt, und das wollte ich von dort auch von ganzem Herzen sagen, ohne Zweifel sind Kinder ein Geschenk, was sehr, sehr wertvoll ist, und vielleicht sogar das wertvollste Geschenk, was Gott uns anvertraut hier auf Erde, ja. Und das Tamara auch sieht, viel wie das einmal so, dass das ein Geschenk ist, was Gott uns da gibt. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, ich sage jetzt, eine Freude hat noch ein sehr kleines Baby, Felicidades. Dort sind Zeiten, wo wir wenig schlafen, wo wir viel Sorge haben, ist das Baby gesund, entwickelt sich dort gut, hat dort genug Kilos, was da ist alles richtig. So dort ist eine Zeit, wo wir folgen, dort fühlt sich nicht unbedingt nur ein Geschenk, was man nimmt und sich daran immer freut, ja. Oder wenn die Kinder krank sind und wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr tun. Das Fieber dort jetzt Hescher und wir haben all eingejeft und wir kämpfen und immer noch, weil sich die Situation nicht ändert. Und wir würden alles dafür tun, dem Kind die Weidung einfach mal aufzunehmen. Ja? Oder ist das ein Geschenk, wenn uns die Lehrer von der Schule anrufen, wenn es dort immer Trouble gibt mit unserem Kind in der Schule, wenn es dort einfach und wir kriegen die Situation nicht unter Kontrolle, die schlechte Noten kommen in Haus und wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Oder ist das ein Geschenk, wenn uns Teenager uns treibt oder die Dette knallt für unsere Näse und wir das Gefühl haben, wow, oder uns wirklich mal so darüber eure, ja? Oder ist das ein Geschenk, wenn mein Junge oder meine Tochter im Erwachsenenalter einen Partner wählt, womit wir nicht einverstanden sind oder was uns schwerfällt zu akzeptieren, wenn es nicht so ist, wie uns das vorgestellt hat als Eltern. Ja? Wir als Eltern wünschen uns das Beste für unsere Kinder und die treffen irgendwann ihre eigenen Entscheidungen. Und ist das ein Geschenk, wenn uns das schwerfällt, da mitzugehen? Ist das ein Geschenk, die schlaflose Nächte, Stunden von Verzweiflung, kann das immer ein Geschenk sein? Und wenn ich mich anschaue, und mich selbst denke, dann weiß ich, jede Mutter wird mit ihrem Kopf netje. Und ich sage, die Kinder sind ein Geschenk. In Forken kriegt, wenn es dort immer nicht leicht ist dort ein umso wertvoller dort Geschenk. Ja? Wir geben so viel von uns und wir leben so sehr, was wir Forken nicht mal für männliche Hölle haben, vorher so sehr zu leben, dort geben wir in das Kind nennen und dort ist was sehr wertvolles. In dem Psalm, den Tamara gelesen hat am Anfang, 127, den hatte ich auch hier für meinen Vortrag als Leitvers. Und da sagt dort, Kinder sind ein Geschenk von Herrn und mit Kinder belohnt er sogar die Seinen. So, Kinder sind eine Belohnung und Kinder sind ein besonderes Geschenk, das sagt die Bibel, und das weit wir. Und dort spüren wir. Ja? Und wenn das nicht einmal leicht ist, wie heute, dort die Kinder uns auch so viel Frieden und so viel Wert geben. Ja? Und diese Kinder bringen Licht und Sehen in eine Familie, für die Eltern, für die Familie und auch für die Gesellschaft. Wenn es die Kinder von dort sind, auch die Zukunft von morgen. Und Gott hat mit jedem Menschen, mit jedem Kind einen besonderen Plan, noch ganz bevor das überhaupt geboren ist, bevor das im Mutterleib geformt worden ist, dann hat Gott sich all was ganz Besonderes vorgestellt für das Kind, dort wie großartig dürfen. Ja? Und dort bedient, dort die Kinder wertvoll sind, wenn sie von Gott erdacht und geschaffen worden sind. Und was für ein Wunder und was für ein Geschenk, dort wir als Eltern ein Teil von diesem Plan sein dürfen. So, dann möchte ich wieder mit uns darüber nachdenken, was kann ich als Mutter oder was können die Väter, wie können wir dafür sorgen, dass sich mein Kind auch wertvoll fühlt? Ja, wie weit das ist wertvoll
Aber wir wollen ja auch, dass das Kind das mitnimmt für das Leben, dass das auch fehlt, als sie läuft, als sie angenommen, als sie wertvoll, ja. Und als erstes will ich uns einmal sagen, wie der wir aufatmen, wie der wir einmal so tun. Wenn es der Wert von unseren Kindern hängt nicht von uns auf. Wir können unsere Kinder nicht den Wert geben, den Wert haft dort all. Dort haft Gott sich all weit lang vorher das Kind überhaupt existiert, ausgedacht, was er damit will, ja. Und den Wert, dort wie kostbar sind, dort hat nicht wie für uns gedacht, dort haft auch nicht unsere Kinder bestimmt, dort haft Gott vor lang vorher bestimmt. Und er hat für unsere Kinder den höchsten Preis geteilt, dort Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. So, von diesem Wert und von diesem Leib, wenn wir dort ja sagen, kann uns nichts tragen, auch nicht unsere Kinder. Dort lesen wir in Römer 8, Vers 39, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals tragen von Gottes Leib, was wir in Jesus Christus, unseren Herrn, haben. Aber, was ist nun meine Verantwortung mit dieser Sache? Was ist meine Verantwortung als Mann? Und da ist dort wichtig, dass wir einmal darüber nachdenken, dass für ein Kind, sei wie als Mutter, die ganz allererste Beziehung, die dort formt im Leben. Ja? Und wir handeln eine Beziehung mit dem Kind, bevor das überhaupt geboren ist, erst dort in unseren Leib und wird da groß und wusst, was dort vor dich erst auf die Welt kommen. Also da ist eine ganz, ganz feste Beziehung. Und wenn das Kind da ist, dann sind das die erste Mutter. Und dort fällt die Mutter, und die Mutter versorgt das, und die Mutter ist da, und die Mutter nimmt das und trägt das rum und gibt ihm diese Leib. So, wir sind die allererste Beziehung, die uns Kind kennenlernt, wenn das auf die Welt kommt. Und da ist eine sehr große Verantwortung von uns Beinen. Wenn diese Beziehung, die das Kind mit seinen Eltern formt, dort beeinflusst im späteren Leben die Beziehungen, die es wieder mit anderen Menschen auch haben. Ja? Und das ist unsere Aufgabe und das ist wichtig, dort wir das Kind orientieren, dort wir das Kind unterstützen und dort wir für das Kind da sind und dort geben, was es braucht. Einmal körperlich, im geistlichen Bereich, im psychischen Bereich, aber auch einfach das Wertgefühl, ja, dort das weit, woran dort ein Wert hat. Und vorhin, wenn wir mal überlegen, die mir dort so, vorhin hier wie Menschen vertalen, ja, das hat mein Vater mir mal beigebracht, oder das hat von meiner Mama gelehrt, oder ich weiß, dass ich das sehr, sehr viele Mal auch immer war da sei. Mein Vater hat mir mal gesagt, oder meine Mama hat mir das und das beigebracht, ja. Und das sind die Eltern für uns, ja. Und diese Eltern sind wie auch für unsere Kinder. Wir haben so viel Einfluss auf ihre Beziehungen, wir haben so viel Einfluss auf das, was wir lernen und wer wir für uns sind als Eltern, ja. Und wir sind einfach auch verantwortlich, und das Wort Gottes mitzugeben in diesem Wert, ja. Und was wir tun, dort wurde unsere Kinder üben. Und was wir glauben, dort wurde sie sehr, sehr wahrscheinlich auch glauben, ja. So da liegt unsere Verantwortung. Und das immer war da sehr, sehr wichtig, dass wir weiter, jeder Kind hat einen besonderen Platz in der Familie, ja, in der Umgebung, in einer Gesellschaft. So unsere Aufgabe als Eltern ist dort, uns Kind zu formen und auch zu helfen, seinen Platz zu finden mit seinen Gaben, mit seiner Identität, dort, was er ist, ja. Und dort, darüber wir nachher noch wieder reden. Aber einmal möchte ich uns selbst machen, dass wir uns selbst einmal ein bisschen unter die Lupe nehmen, ja. Wir haben ja darüber geredet, dort, was wir glauben, waren unsere Kinder auch glauben, ja. Dort, was wir tun, dort wurde die Folgen uns auch noch machen, ja. Dort bedeutet, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns auch immer weiter selbst fragen. Wo sie ich? Wo fühle ich mich in der Familie? Was ist meine Rolle in der Familie? Was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Wo fühle ich mich in der Gesellschaft? Fühle ich mich angenommen? Habe ich Probleme, mich anzunehmen? Sind da Sachen, die mir vorhin noch schwer fallen oder wo ich noch Heilung brauche in einigen Bereichen? Dort ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer weiter unter die Lupe nehmen und evaluieren, wie geht dort mir mit diesen Sachen? Wenn es unsere Kinder, die beobachten uns. Die beobachten mich, wie ich als Mutter reagiere. Die beobachten mich, wie sie mit anderen, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Ja? Und dort lernen sie von uns. Und wenn dort Sachen oder Bereiche sind, wo wir noch Heilung brauchen, dann ist dort wichtig, dass wir daran arbeiten. Ja? Und ich habe mir dort ein kleines Beispiel überlegt.
Ich habe hier 2 Gläser und ich möchte dort das Glas, dort ich einmal feststellen, dort uns Hort repräsentiert oder unsere Säule, ja, uns Innerste, ja. So, immer war da hier wie von Besitzsachen, so von unseren Eltern habe ich Sachen mitgekriegt, was wir sind, wer wir sind oder wo wir sind, ja. Und immer war da hier wie dort auch von anderen Menschen, und von der Gesellschaft, von Freunden, von anderen Familien, aus der Familie. Und immer war da, wurde uns Sachen gesagt, wird uns beschrieben, ja. Zum Beispiel. Du bist wertvoll. Du bist freundlich. Ein Kleinkind. Du bist eine sehr gute Freundin. Die sind in Schmuck. Gott hat einen ganz besonderen Plan für dein Leben. Du bist sehr gut und schön. Es soll, dass du die Menge bist. Du bist ein Geschenk von Gott. Und du bist nicht genug. Heute hat das rechte Glas gewählt. Was glaubt ihr? So Folgen haben wir so viel Wahrheit über uns. Hier wie so viel Wahrheit über uns. Was für eine Wahrheit will wir? Wir wollen Folgen dort, was negativ ist. Dort, was uns weidet, was uns verletzt hat. Wo wir nicht wussten, wo wir noch nicht bereit wären, dort zu hören. Oder wo uns vielleicht in der Kindheit gesagt wird, wir sind nicht wert gewesen oder wir haben dort nicht gut genug gemacht. Und wir nehmen das Glas, was eine Sache vielleicht beinahaft. Anstatt dort Glas zu nehmen, was so viel feine Perlen für uns bereithält und daran festzuhalten. Und dort, liebe Mama, ist eine Sache, wo wir müssen abhussen und wo wir auf uns selbst achten müssen. Was für ein Glas hält fest? Es ist dort mit den positiven Sachen, mit den positiven Eigenschaften. Schau ich mich und weiß, was ich kann, was meine Gaben sind, wo meine Sachen sind, wenn es jede früh hafte, ja? Oder hält ich darum fest, was mir mal wer gesagt hat, und das Negative, und schäme mich, wenn ich in ja Menschen komme, oder weil nicht so hier mir rüt wage, wenn es bleibt, dass ich vielleicht nicht ganz so sie aus der anderen, oder wenn es mich ständig vergleiche oder so, wenn Glas hält ich fest für mich. Und die Tschenja feilen und beobachten, wenn Glas du mit die drehst. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wählen sie folgen, das selbe Glas. Und unsere Tschenja hier, auch wenn wir dort nicht einmal morgen. Und der Seine, auch wenn wir dort nicht einmal morgen. Und wenn du nicht weißt, dass dein Kind diese Sache sagt, dann ist das sehr wichtig, dass wir das auch nicht sagen. Nicht zu uns, auch nicht zu anderen. So, es ist eine Sache, was wichtig, was unsere Verantwortung als Eltern ist, an erster steht, ist zu lieben. Unsere Kinder zu lieben. Und diese Liebe zu geben. Und nicht nur das zu lieben, wenn alles gut rennt oder wenn die Tide leicht sind, sondern auch zu lieben, wenn das schwer ist. Wenn wir viele Nächte nicht geschlafen haben, wenn mein Kind immer und immer war dabei schlemmt oder wenn da Probleme in der Schule sind, dann ist das wichtig zu lieben. Wenn es dann ist, dort die Zeit, wo wir das am dollsten gebraucht haben und wo unsere Kinder das am dollsten auch brauchen. Ja? Und Liebe ist nicht bloß wird, das ist sehr viel auch wichtig sein wird und wichtig ist dort zu sagen, ich liebe dich, du bist mir wichtig. Aber sehr wichtig ist auch immer weiter, dort unsere Kinder zu wiesen. Und wenn die einen schweren Tag gehabt haben, zum Beispiel, zu sagen, ich sehe hier bei dir, ich sehe dich und ich sehe deine Mann und ich gehe mit dir mit. Eine andere wichtige Aufgabe, was wir als Eltern haben, ist, unsere Kinder zu ertragen, zu unterweisen. Mit der Liebe kommt Hand in Hand auch dort ertragen. Und das Ziel soll immer sein bei der Erziehung, dass das Kind geformt wird. Nicht unbedingt, dass dort nur der gerechte Strafe kriegt, sondern dass das Kind, was davon lernen kann, dass es ertragen wird. Ja? Und das geht nicht darum, unsere Kinder zu strafen, damit wir unseren Ärger loswerden. Wenn es manchmal Hand was zu tun und uns euer dort so sagen, wie wollen den dort bloß mal sperren lassen, ja? Und dann plötzlich mit allen rüt. Und das Ziel soll immer sein,
im Ertrage, in Grenzen zetten, dat dat Kind gevormd wordt, dat dat Kind wat davon leren kann, ja. Deswegen ist das so wichtig und deswegen brauchen wir als Eltern sehr viel Weisheit. Und die haben wir nicht. Die haben eigentlich die Hygiene nicht. Aber wir haben einen, der uns versprochen hat, Weisheit zu geben, wenn wir den Kreis nicht haben. Und das ist Gott. Wir dürfen Gott darum beten, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir nicht wieder weiter, und auch immer anständig. Weil er dort in uns Gebet annehmen. Gib mir Weisheit. Diese Situation habe ich Kreis mit meinem Kind. Das kommt in der Schule nicht reden. Oder das hat nicht Freunde in der Schule. Und ich will den halben, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Gott, wies du mir den Wasch. Wies mir, was der nächste Schritt ist. Und ich weiß, Gott wird uns dort wiesen. Und weil immer war unsere Kinder in der Situation zu Gottes Feit bringen. Und er ist da. Er hat uns dazu versprochen. Eine andere Aufgabe, was wichtig ist, was wir als Eltern auch haben, ist, dass uns Kind Sicherheit fühlt. Wenn Kinder in einem Zuhause leben, wo dort ruhig und friedlich ist, dann hilft er dort auch, zu selbstsichere Personen sich zu entwickeln, mit einem gesunden Wertgefühl. Dort bedient nicht, dass dort niemals Konflikte gibt, dort bedient nicht, dass dort niemals Zank gibt, dort bedient nicht, dass dort nicht Krisen gibt in Familie, dort ist sehr unreal. Jeden trifft mal eine schwierige Situation, in jedem Haus gibt dort mal Streit oder Konflikte, Zank, aber dort geht darum, dass unsere Kinder weiter, dass auch wenn mal was schief wird, dass wenn auch mal irgendwas nicht so funktioniert oder wenn eine schwere Zeit kommt, ich habe eine Mama oder ich habe einen Papa oder ich habe Bett, was für mich da sind und was mir Sicherheit geben. Und ich schaffe von meiner Arbeit her sehr viel mit Kindern, die durch schwere Zeiten gehen. Und eine Sache, was mich immer wieder sehr bewegt ist, würde sich Kinder anpassen an schwere Situationen. Ja. Manchmal hat ich ja gehört, da dachte ich, ich weiß nicht, wo das wird wiedergehen, das tut mir so leid, ja. Aber ich sage immer weiter, wenn die wen haben, und die sich verloren können, und dort sind am ersten steht der Ältere. Und wenn dort nicht der Ältere sind, dann ist dort eine andere Person, dann können die das sich anpassen. Und dort bedient nicht immer, dort den Schmerz wahrnimmt, dort nicht schwer ist, sondern dort bedient, dort ertragbar ist, wenn sie diese Sicherheit haben. Und deshalb ist mir dort so wichtig, dort wie heute, weil diese Sicherheit für unsere Kinder sind, weil da sind für die. Und wenn wir selbst nicht Kraft haben, ihr habt dort Menschen, die für uns beten können, ihr habt dort Menschen, die begleiten können. Und weil uns die immer weiter sehen, damit wir nicht umeinkommen. Damit unsere Kinder heute, der Halt ist da. Ein anderer Punkt, was wichtig ist und was unsere Aufgabe ist für die Kinder da sein. Und dort bedient mit den Kindern Zeit verbringen. Und vorhin ist das so, dort wie als Mamas viel Zeit mit unseren Kindern verbringen, die vor das sind auf Arbeit. Und dort ist auch ganz richtig so, ja. Aber dort ist wichtig, für die Kinder gerade so wichtig ist die Beziehung zum Vater, als die Beziehung zu uns ist, ja. So, meine Aufgabe als Mutter ist dort, den Ambiente zu schaffen, einfach für sich dort so ist, dass eine gute Beziehung in der Familie stattfindet, dass die Kinder auch mit ihrem Vater eine Beziehung haben, auch wenn die weniger da ist, dass die Kinder auch Zeit verbringen mit dem Vater, wenn der da ist, und dass das Qualitätszeit ist, ja. Dort braucht nicht immer viel Zeit sein, was wir mit unseren Kindern taub sind, aber dort Qualität ist sehr, sehr wichtig. Und wenn der Vater in ein Haus kommt, dort wir uns darum bemühen, dort die Kinder sich dort freuen, wenn dort geht, dort wir uns dort freuen, dort wir versuchen, ein Haus oder ein Zuhause zu kreieren, wo dort friedlich ist. Ja? Und dort geht nicht immer. Aber was wir Kinder dort tun, ist, dort wir als Mütter, wie Hand es go folgen, dort wir irgendwie versuchen, dort alles ran, dort alles tüß gemütlich ist, dort alles tüß fein ist, dort die Familie jeden tüß ist, dort essen uns Beine, ja. So weil wir dort versuchen, immer weiter zu fördern, ja. Und mit Zeit verbringen mit den Kindern ist mir eine Sache sehr wichtig geworden, seit ich selbst Kinder habe, ist dort folgen, dann will ich, wenn meine Kinder was wollen, dann sehe ich, es ist das, am Telefon reden, während ich mit denen noch was tue. Oder ich höre hier noch eine Predigt, während ich mit der anderen Hand was tue. Ja. Und folgen ist dort, was ich den Kindern gebe. Ja. Und dann wundern wir uns noch her, wenn es die einmal am Telefon fragen, aber wo beobachtet ihr dort bei uns? Ja? Wie haben das Telefon, uns fällt dort schwer, dort in der Hand zu leihen,
Und so wird das unsere Kinder auch faszinieren, ja. Und da ist mir persönlich nu noch mal was wichtiger geworden, ich will für sich dort wasch zu leihen. Und wenn für eine Stunde oder für 15 Minuten, was ich mit meinem Kind sehe, da will ich für sich dort zu sein. Dort mir sieht mein 3 Jahre schon jung, der hat immer, wenn er mir was Wichtiges vertellen will, und ich nicht was steht, dann nimmt er mein Gesicht und er dreht dort dann eine sich, ja. Und dann hält er dort und dann verteilt er dort. Und vorher nervt mich dort so, ja. Aber ich dachte darüber noch, und dort ist, was er uns sagen will, der Kinder. Wenn ich zu dir rede, dann schick mich an, nimm die Zeit, ja. Und wenn dort 10, 15 Minuten am Tag sind, ohne Ablenkung, ja. Aber dann, weil wir unsere Kinder sein, ja. Und eine Sache, was wir uns bewusst sind, wenn unsere Kinder von der Schule kommen, oder besonders schon kleine Kinder, die wollen nicht zu uns kommen und sagen, ich habe von dort einen sehr stressigen Tag gehabt und mir dort emotional nicht gut. Die wollen uns dort nicht so verteilen. Die wollen uns fragen, kannst du mit mir spielen? Darf ich auf den Schoß setzen? Oder die wollen uns aus einem kleinen Schotte überall hinherum sein, wenn sie kriegt an die Nähebrücke und dort nicht und wird uns sagen, ja. So wollen attent sein, wenn uns Kind Zeit mit uns braucht, weil uns kort hansetzen für sich und kort zuhören. Und das braucht man ein paar Minuten und das ist sehr viel wert. Eine andere Aufgabe, was wir als Eltern haben, ist, unsere Kinder in ihrer Identität bestätigen. Was bedeutet Identität, ist, wer wir sind in dieser Welt, ja? Und was wir sind, und für was wir hier sind. Und das ist eine sehr wichtige Sache, was wir unsere Kinder vermitteln können. Dort sie was Besonderes sind, dort sie ihre eigene Gabe haben. Wenn du 3 oder 4 Kinder hast, ist das so einfach, dass man die vergleicht. Wenn der eine mag gute Noten, der andere, der hat immer so apenas eine 2. Und du bist nicht streng die mal mehr an. Und den einen ist das Soziale sehr wichtig, der hat viel Freunde, und der andere, der ist leider ein bisschen allein. Und das ist so einfach hier ohne das zu vergleichen und sagen, du machst ein bisschen mehr als deine Schwester, ein bisschen mehr als dein Bruder. Aber das ist, wenn Gott hat die verschiedene gemacht. Wir sind auch nicht alle gleich, wir sind alle sehr verschieden. Und das ist gut so, das ist so gewollt. Und unsere Aufgabe ist dort, den Kind zu finden, wer sie ist, was kann ich gut, und wo sind meine Gaben, was sind meine Schwächen, an was muss ich arbeiten. Zum Beispiel, sie ist sehr ungeduldig, oder muss ein Kind lernen, auch mal zu verlieren. Ein Kind fällt das sehr schwer, wenn ein Spiel zu verlieren oder so. Dann ist das unsere Aufgabe, ihn darin zu begleiten und zu helfen. Ja. Warum sage ich, dass das so wichtig ist? Eine Person, die in erwachsenen Alter nicht weit wer sie ist, nicht eine Identität gefunden hat, eine gesunde, der wird ein Leben lang noch sicher. Und durchsägt eine falsche Sache, diese Identität. Der wird ihr Leben lang für sich das Lage zu fällen mit Sachen, die von viel Schmerz noch herbringen. Ja? So deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Kinder helfen, dort zu festigen. Und eine Sache ist auch wichtig, wenn wir zu unseren Kindern reden, in denen mal loben, dort ist ganz, ganz wichtig, wenn sie so lernen, zu sagen, okay, da kann ich gut. Ja? Und wenn du sagst zum Beispiel, wenn du dir loben lässt, ist das auch schön, wenn man mal einfach spezifisch sagt, was gefällt mir daran, ja? Nicht bloß sagen, so ja, Fan gemacht, ja? Nee, wenn zum Beispiel mein Kind nu kriegt, mit dem Ball gefangen hat, dann kannst du sagen, wow, du hast dir den Ball gut gefangen, du hast die öft, ja? Als sei, dass du die verbessert hast. Und frisst du die darüber, ja? Oder wenn zum Beispiel dein kleines Kind sich die Schuhe angetragen hast, anstatt zu sagen, gut, kannst du sagen, du hast die Schuhe selbst angetragen. Wow, das hast du auch lange geübt als die Frau und stolz, dass du das nicht kannst. Und du kannst sagen, zum Beispiel, wenn ein Kind eine gute Note gemacht hat, anstatt zu sagen, Fan, sagst du, wow, ich habe gesehen, du hast sehr gelernt, du hast dich sehr angestrengt und du hast viele Stunden daran gearbeitet und nun hast du eine gute Note. Bist du stolz darauf? Ich freue mich mit dir. Ja? Einfach die Sache sein und bloß einfach die beschreiben. Ja? Das hat den Kindern zu sagen, ja, das kann ich gut. Oh, ja, ich habe mich angestrengt und das ist das Resultat. Ja? Und kein Mensch ist aus der anderen und kein Kind ist aus der anderen. Das ist ich auch seht. Und deswegen ist das vorhin so schwer, Weisheit und Geduld zu haben, wenn man mit diesen Verschiedenheiten umgeht. Aber Gott hat gesagt, das ist ich auch seht, Weisheit will er uns geben, wenn wir darum beten. Ja? Und das bringt mich zum nächsten Punkt, was sehr wichtig ist, was unsere Aufgabe als Eltern ist, dass wir unsere Kinder Gottes Wort lehren dürfen. Und
Dort bedient einmal die Geschichte aus der Bibel vertalen, aber dort bedient auch unseren Glauben fair zu leben. Und dort ist dort schwere Vorken, ja. Ein Vorbild für unsere Kinder zu sein und unseren Glauben, unsere Kinder zu leben und Gottes Liebe für uns anzunehmen. Und dort bedient auch mal Entschuldigung beten, Verzeihung beten, wenn wir Fehler gemacht haben, wo wir falsch gehandelt haben, darüber reden, und unseren Nächsten zu respektieren und auch mal da uns zu entschuldigen, wenn es dran ist. So, unseren Glauben wiederzugeben, Gottes Wort wiederzugeben, wurde unsere Kinder immer mehr beobachtet in unserem Verhältnis als in unserer Welt. So, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns da auch weiter fragen, wie steht mein Glaubensleben? Was ist meine Beziehung mit Gott? Lese ich die Bibel? Sollen meine Kinder mit beten? Ich bete auch mal mit ihren Taub oder bete ich auch mal Leute für Sachen, die mir auf dem Herzen sind. Und die sind dort, und die beobachten dort, und die nehmen dort mit. Und dort ist was sehr, sehr wertvolles. Und ich las diesen Tag, wie wichtig dort wir diese Lehre, die Kinder an Gottes Wort lehren, dort wir dort tätig anfangen, dort wir dort nicht erst anfangen, wenn die groß sind. Wenn es in Studien haben die Rütche gefangen, dort Kinder, die in Alter von zwischen 5 und 13 Jahren sind, bitte 32% Jesus als ihren Retter annehmen. So ungefähr von 32% von den kleinen Kindern, die zwischen 5 und 13 sind, wurde diese Entscheidung für Jesus treffen. Wenn die Kinder zwischen 14 und 18 sind, dann sinkt diese Prozente all ab 4%. Dort ist sehr, sehr wenig. Im Teenageralter, wenn wir da noch wollen, Gottes Wort wiedergeben und lehren, dann haben wir eine sehr, sehr kleine Chance, dass unsere Kinder Jesus aus ihren Radar abnehmen. Das heißt nicht, dass das nicht passieren kann. Aber dort ist sehr wenig, wenn sie da nicht so viel abnehmen, als sie dort von Kind tun. Nur im 19. Lebensjahr, also wenn die 19 Jahre alt sind in Ella, geht das bei 6%. So, unser letzte Abgabe ist, dort all von klein an in unsere Kinder zu leihen, diesen Samen all von klein an zu planten. Wenn es dann haben sie den und die nehmen den mit. Und was immer wir nu planten, dort nehmen sie immer weiter mit für ihr loteres Leben. Ja. Und mir ist das sehr wichtig geworden in der Zeit, wo wir nu leben, und in meiner Arbeit auch kriegt, was ich immer weiter gesehen habe, ist, wenn wir unsere Kinder nicht lehren, wenn wir unsere Kinder nicht Gottes Wort oder auch, was uns wichtig ist, mitgeben, werden dort andere tun. Dort wird Internet, dort gibt viele andere Menschen auch, was unsere Kinder wollen belehren, wenn wir da nicht tätig genug anfangen und in Werte nennen. So dort müssen wir uns immer weiter bewusst sein. Ja? Von deutschen Tag sind wir nicht allein, was auf unsere Kinder aus sind und was unsere Kinder mitgeben wollen. Und dort sind vor eine große Lehre in Sachen, was unsere Kinder schaden können. So, unsere Aufgabe ist dort, all tätig anzufangen und in unsere Kinder dort Gute zu sehen. Und wie kann das praktisch sein? Wie kann ich praktisch meine Kinder helfen, dass sie ihren Wert haben, dass sie sich gesund entwickeln? Eine Sache, ich habe mir ein paar Sachen überlegt, was mir wichtig wäre. Eine Sache ist, lass die Kinder spielen. Wenn die Kinder spielen, dann arbeiten sie. Und die Spiele lernen sie auch, lehren sie Kreativität, sie denken sich neue Ideen aus, spielen dann sie mit anderen Kindern, sie lernen sozial zu sein, und sie lernen Grenzen zu kennen, was kann ich, was darf ich nicht. So, Spielen ist sehr, sehr wichtig. So, wenn die Kinder haben, lass die spielen, solange die spielen wollen. Natürlich nicht, dass sie nicht arbeiten oder so, aber jetzt den Zeit zum Spielen. Anstatt dass sie sehr viele Programme haben und sehr wenig Zeit am Nachmittag, lässt sie immer weiter, plant immer weiter eine Stunde oder wenn jetzt noch mehr, so ist es beschieden ist, für Spielen. Und dass die Kinder selbst aussetzen und entscheiden, was sie spielen können. Ein anderer Punkt, was wichtig ist, gibt den Kind Verantwortung. Und sicher, das muss nur im Alter passieren. Ja? Ein kleines Kind kostet nicht dieselbe Abgabe als ein großes Kind, aber Kinder wollen Verantwortung lernen und die wollen kleine Abgaben haben und sie riepen dadurch. So, wenn sie das Gefühl haben, sie leisten, was sie schaffen wollen, sie können mithelfen in der Familie, dann fühlen sie sich als ein Teil von der Familie und sie fühlen sich so, dass sie dazu beitragen, dass sie in dieser Familie sind, dass sie wichtig sind. Ja? So, ja, ein kleines Schritt zu tun, Tisch decken,
Tiere fördern, Spieltisch abriemen, bitte ein bisschen Hortje oder irgendwas, versucht Abgabe zu finden für dein Kind und Friede in Lof dort, wenn er dort geschafft hat. Und halb eben auch von klein an zu lernen, auch dort sie selbst entscheiden lernen, ja. Wie weil ihr dort unsere Kinder noch mal als Erwachsene unabhängig sind, dort sie ihren eigenen Wasch gehen können und dort wie vertrauen darauf, dass sie den rechten Wasch wählen. So dort ist wichtig, dort wie von klein an auch immer weiter für sich zu sagen, weißt du das oder weißt du dort? Oder zum Beispiel, bei kleinen Kindern kannst du fragen, weißt du das haben Anreize oder dort? Oder weißt du dort spielen oder dort spielen, ja? Oder Kleinigkeiten, dort sie lernen, sich zu entscheiden. Und eine andere Sache, was wichtig ist mit Kindern, dort wie Klarreden mit ihnen. Dort wie dein Kind, dort du dein Kind sagst, was du erwartest, dort du, was dir wichtig ist, damit dort auch weiß, was dort tun soll, ja? Vorhin sei wie, Männer können nicht an sie Gedanken lesen. Und wie sollen den sagen, was sie brauchen und was sie wollen. Kinder können auch nicht an sie Gedanken lesen. So, die brauchen dort auch dort wie ein sagen. Und wissen, was wir brauchen und was wir wollen von ihnen. Ja. So, dort ist ganz, ganz wichtig. Und hab auch nicht Angst, dass dein Kind mal Fehler machen wird. Vorhin, weil wir unsere Kinder schützen und weil sie dafür bewahren, dort sie nicht Fehler machen sollen, wenn sie nicht auch so was erleben, was wir erleben. Manchmal habe ich Sachen erlebt, was uns wir getan haben, oder wir haben Kritik geschrien, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und wir wollen unsere Kinder dafür schützen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir auch in Kleinen darauf vertrauen, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst einen Wasch zu sehen und auch von ihren Fehlern zu lernen. Wenn es vorhin lernt man mehr von Fehlern, als man lernt von Sachen, was gut einmal klappen. Ja? Und das hilft einem dann auch der Herausforderung abzustehen und einen anderen Wasch zu finden. Ja? Und dort ist ganz, ganz wichtig. Und weil frei sein und von unseren Kindern lernen. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 3, dort, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Jesus sagt uns ganz klar, werdet wie die Kinder. Und dort halt immer weiter verstehen, je mehr als Kinder lernt, als wenn es Jesus das im Vers gesagt hat. Wenn Kinder leben, dann leben sie mit vollen Horten. Und wenn sie glauben, dann glauben sie ohne Zweifel. Und wenn sie vertrauen sie mit ihren ganzen Horten. Und dort ist eine Sache, was wir einfach von Kindern lernen. Und was wir von Kindern mitnehmen. Und noch sehr viele andere Sachen. So wiesen uns vor in der Welt mit Augen, was wir nicht mehr haben. Ja? Wir Erwachsene haben gelernt, vorhin Waschtische oder wir sollen nicht diese kleine schmacke Sachen, was Kinder immer weiter sein und was sie uns wiesen wollen. Und das Glaube, was sie haben, wenn sie erhört Jesus gegeben haben, davon können wir sehr, sehr viel mitnehmen. Und zum Schluss möchte ich noch ein kleines Beispiel geben. Ich werde Janet dort seine Pferde kommen. Wie wichtig dort ist, und dort wie, was wir unsere Kinder und unsere Nächsten sehen. Und das ist ein Beispiel, dort kann ich auch mit den Kindern mal machen. Das ist ganz einfach und die werden dort garantiert verstehen. So, unsere Worte, unser Wert sind sehr, sehr wichtig, dass wir darauf abpassen, was wir sagen. Das habe ich auch bei den anderen Beispielen gelernt. Und ich sage verkarten ein Video darüber, was mir sehr gefallen hat, was das auch ausdrücken tut, wie wichtig das ist, dass wir abpassen, was für Wert wir wählen. So, Janet, ich habe hier ein Blatt. Ja. Und ich möchte, dass du diesem Blatt einzige negative oder nicht so feine Sache sagst. Mal sehen, was passieren wird. Du bist schwach. Und du hast al Wasser ein Glas raufgeschmiert. Und ich dachte, du wirst nicht mal abpassen, aber das meint nichts mit dir. Du merkst sehr viel Fehler. Und ich sehe sehr enttäuscht. Okay. Janet, das Blatt sieht dazu aus vorher? Nee. Okay. Wo steht die zu dem Blatt ein Scheuerchen? Ich möchte mich bei dir entschuldigen dafür, dass ich mich allweil so sehr geäußert habe. Willst du noch ein paar feine Sachen zu dem Blatt sagen, dass sich dort weiter verholt? Ich bin Gott sehr dankbar, dass du mir die gegeben hast. Und du bist mein Leuwetchen. Und das ist auch okay, wenn du was drauf geschmissen hast, dass wir nicht auf Taub abbringen. Ich war die halbe.
Okay, so ja, fijn. Zit dort bloot, waar dat is verder uit? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und dort ist, was mir so wichtig ist, dort wie von dort mitnehmen, ja. Schlecht, wenn wir aber in einer Beziehung mit unseren Kindern sind, oder in einer Beziehung auch mit anderen Menschen, das ist nicht bloß in unserer Familie, ja. Weil darauf abpassen, was wir sagen und wo wir Sachen sagen. Schlechte, negative Sachen über andere Ausreden bringt viel Verletzung. Und der andere wird meist immer das Glas wählen mit den Verletzungen, wenn es dort schwerer ist, loszulassen, ja. Sie wollen auf uns abpassen und auf unser Wert abpassen und wollen gute Sachen in anderen planten. Und ich möchte uns dafür 1. Korinther 13 lesen, wo dort sagt, Leib ist geduldig, Leib ist gütig, und sie chant nicht nett, und sie macht sich nicht wichtig, und sie will sich nicht abblosen, und sie ist nicht taktlos, und sie sägt nicht sich selbst, sie lässt sich nicht rätseln, und braucht bei alle Sachen nicht nur. Sie freut sich nicht, wenn irgendwas ungerechtes passiert. Und sie freut sich aber darüber, wenn die Wahrheit siegt. Sie vertraut alles, sie glaubt immer und sie hofft alles und sie hält allen stand. Und ich möchte von dort schließen mit ein Gedanke, was Mutter Teresa mal gesagt hat, was mir als Mutter sehr, sehr wichtig geworden ist. Und das möchte ich Ihnen von dort mitgeben. Du wirst deine Kinder nicht lehren, zu fliehen. Entschuldigung. Du wirst deine Kinder lehren, zu fliehen, aber sie wollen nicht deinen Flug fliehen. Du wirst deine Kinder lehren, zu träumen, aber sie wollen nicht deinen Traum träumen. Du wirst deine Kinder lehren, zu leben, aber sie wollen nicht dein Leben leben. Aber in jedem Flug wird sie fliehen, in jedem Traum wird sie träumen, und in jedem Leben wird sie, in ihrem Leben wird sie leben, wo wie immer die Spur von den Weg finden, was du gelehrt hast. Und dort wird immer dort zu sein. Und dort möchte ich uns mitgeben. Unsere Kinder waren nicht unsere Träume, und die waren auch nicht so fliehen, als wir geflogen sind. Und die waren ein anderes Leben haben als wir. Aber in den Leben von unseren Kindern waren immer die Spuren zu sein, was wir auf Erden Weg gelassen haben. Und Gott segne ihn. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, meine liebe Mutter, und viel Weisheit, und dass Sie immer wieder die Kraft bei ihm sehen. Wenn es euch Wort uns geben, das hat er uns versprochen. Dankeschön.